Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Thun. Und das haben wir heute für euch. Die Fabrik 3770 in Zweisimmen. Nach knapp einem Jahr Betrieb hat das Projekt endlich einen eigenen Hauptsitz. Die Halle 6 in Thun wird ein Jahr lang im Rahmen einer Übergangslösung betrieben, mit neuem Konzept und neuem Namen. Und Flüchtlinge aus der Ukraine finden in Thun Unterschlupf. Vorher schauen wir aber noch kurz die heutigen News an. Endlich ist es soweit. Die Corona-Massnahmen sind per 1. April beendet. Laut Berse haben wir jetzt eine gute Situation in der Schweiz und nach 2 Jahren Krisenmodus ist es jetzt wirklich an der Zeit, um die Massnahmen zu beenden. Grund ist eine hohe Immunität vor der Bevölkerung. Neue Buslinien fahren zuverlässig. Der öffentliche Transport von Interlaken nach Spiez funktioniert gut und pünktlich. Die Umstellung von der Bahn auf den Busbetrieb war Ende 2020 in der Bevölkerung sehr umstritten, weil der Anschluss für viele Pendler sehr wichtig ist. So viele Bergrettungen wie noch nie. In den letzten Jahren sind schweizweit 3680 Berggänger in die Notlage geraten, verunfallt oder mussten geborgen werden. Mit 239 Einsätzen ist der 10-jährige Mittelwert deutlich überstiegen worden. Sie wollen Kunst für alle anbieten. Seit einem Jahr betreiben Patricia Glauser-Edreira und Jenny Sterchi die Fabrik 3770 in Zweisimmen. Sie organisieren kulturelle Anlässe für Gross und Klein. Inzwischen haben sie sogar ein eigenes Büro, das sie selber renoviert haben. Mein Name ist Patricia Glauser-Edreira. Ich komme von Zweisimmen, ich bin 46, Mami von 2 Kindern und vielseitig interessiert. Mein Name ist Jenny Sterchi. Ich bin in der Ostseite daheim, gehört eigentlich zu Zweisimmen, ursprünglich aber aus dem Deutschen. Ich bin auch Mami von 2 Kindern und habe noch einen Mann, Patricia auch. Was genau ist die Fabrik 3770? Fabrik 3770 versteht sich, glaube ich, so ein bisschen als Schnittstelle zwischen Bevölkerung, kulturellem Angebot und sozialem Austausch. Was hat euch dazu inspiriert? Es ist eigentlich in der Pandemie entstanden, wo wir zusammengehockt sind. Wir haben uns durch die Kinder besser lernen können in der Schulzeit und in der Pandemie nachher nochmal, weil wir fast am gleichen Ort wohnen. Und dann haben wir so festgestellt, dass uns so ein bisschen das Gleiche fehlt hier oben. Und zwar einfach Kleinkunst, Kunst für jedermann zu einem normalen Preis und nicht immer in einem riesigen Format. Und wir haben gedacht, was in der Stadt funktionieren könnte, probieren wir jetzt halt einfach auch auf dem Land umzusetzen. Ihr habt ja jetzt auch das Büro renoviert. Wie ist die Renovation so gelaufen? Super! Also, ich mache es sehr gerne. Ich tue sehr gerne etwas werken mit meinen Händen. Und finde es schön, wenn man dann sieht, was rauskommt. Also, ja, was man aus einem Raum machen kann, wenn man ein bisschen Arbeit investiert. Schon cool. Wie finanziert ihr das alles? Also einfach vom eigenen Geld? Oder? Im Moment ja. Und Sponsoren haben wir zum Glück jetzt auch. Und da hoffen wir einfach auch, dass wir da noch mehr aktivieren können. Aber es ist im Moment ganz sicher mehr Hobby, weder Einkommensquelle. Ja. Wie sehen so eure Pläne für die Zukunft aus? Also wir wollen weiter versuchen, monatlich ein Event zu planen. Und eben, wie wir vorher schon gesagt haben, verschiedene Richtungen, verschiedene Sparten. Wir werden im April auch an Kleinkunstbörsen gehen, um zu schauen, was da noch auf dem Markt ist, was wir noch hier anholen können. Jetzt eben im Mai kommt das Fräulein da Capo, wo auch sehr interessiert war an unserem Projekt, was uns natürlich sehr freut. Also, wir wollen da einen Mix aus ein bisschen bekannteren und unbekannten nehmen, sodass man einfach mal kommt und entdeckt. Die Firmen und die Konzepthalle Thun sind Konkurs gegangen. Während die Stadt einen neuen Pächter sucht, wird die Halle im Rahmen einer Übergangslösung betrieben. Dabei ist auch der Name geändert worden. Neu heisst sie Stadthalle. Ich bin Moritz Delkäs, 26. Ich habe meine Erfahrungen bei Peak Event Solution gemacht, in der Eventagentur im Gwatt. 5 Jahre habe ich dort gearbeitet und die letzten 2 Jahre als Projektleiter. Wir haben grundsätzlich das Konzept so aufgebaut, dass wir als Bewirtschafter von dieser Hallen auftreten. Wir sind da, wir wollen offen sein für alle. Das heisst für kleine Künstler, kulturelle Events, Firmenanlässe bis zu 500 Personen.
Hochzeiten, Konfirmationen, wo wir auch sehr viele Anfragen schon dürfen bearbeiten, was uns natürlich freut. Und selbstverständlich sollen die Eigenproduktionen, unsere eigenen Ideen auch nicht darunter leiden, wo wir dann so ein bisschen ab April, Mai geplant haben. Aber das ist alles noch in der Konzeptionsphase. Ist so eine Option, die Halle nach der Übergangslösung weiterzuführen, falls die Stadt Thun keine neuen Mieter findet? Oder möchtet ihr das wirklich mehr so nach einem Jahr ist gut machen? Ja, unser Planungshorizont ist grundsätzlich Ende Jahr, der 31.12. Der ist eigentlich in unserem Konzept grundsätzlich so festgelegt. Wir tun dort uns aber sicher die Option frei behalten, die Stadt auch länger zu unterstützen. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Thun ist sehr angenehm, es ist ein Hand in Hand. Und dort, wenn der neue Pächter die Ausschreibung grundsätzlich noch nicht abgeschlossen ist und sich das im Frühling 2023 ziehen würde, wären wir sicher die Letzten, die würden sagen, wir tun nicht mehr weiter. Vor 8 Jahren sind sie nach Kiew geflohen, jetzt mussten sie sogar das Land verlassen. Die Viktoria, die Olga und der Vitali sind wegen dem Krieg in der Ukraine ins Berner Oberland gekommen. Dort haben sie Unterschlupf gefunden bei Nathalie Althaus. Ein Einblick ins Leben von Menschen, die probieren, das Beste aus einer Notlage zu machen. Olga, du bist aus der Ukraine, aus Donetsk ursprünglich. Es ist eine sehr schwierige Situation im Moment dort. Wie fühlt es sich für dich an, in der Schweiz zu sein? I like Switzerland and I like this place because of lake, mountains and kind people. But ich finde es sehr schön in der Schweiz, auch hier zu Thun. Die Berge und der See sind sehr schön und die Leute hier sind wirklich sehr nett. Gleichzeitig ist es aber auch schwierig, hier zu sein. Die Situation in unserer Heimat, der Ukraine, ist sehr angespannt und schwierig. Unsere Angehörigen und Freunde sind zum Teil noch dort. Wir wissen nicht, wie es ihnen geht. Und wir machen uns auch Sorgen um unsere schönen Städte. Wenn man es so betrachtet, sind wir natürlich auch unheimlich froh, dürfen wir mit unseren Freunden und den Kindern hier im Oberland in Sicherheit sein. Aber die Situation daheim ist schlimm. Mein Herz blutet, wenn ich sehe, was passiert. Wir versuchen jeden Abend mit unseren Liebsten zu reden. Und jedes Mal, wenn ich sie höre, kommen mir Tränen. Es ist nicht einfach im Moment. Du bist mit deinen Freunden und mit deinem Sohn in die Schweiz gekommen. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast du jetzt hier einen Job gefunden. Yes, it's Stramo, a very nice place with a lake, with a swimming pool, and it's perfect to in summertime. We start to work. Genau, wir haben einen Job im Stramo zu Thun gefunden. Ein wirklich sehr schöner Ort mit Pool und mit dem schönen See. Im Mai können wir dort in der Küche und im Kaffee arbeiten, wenn alles gut kommt. Und das ist super, so lernen wir nämlich auch die deutsche Sprache besser. Im Moment sind unsere Sprachkenntnisse recht bescheiden. Wir können ein bisschen Englisch, wollen aber gerne Deutsch lernen. Wir freuen uns, im Stramo zu arbeiten, so können wir Geld für uns und unsere Kinder verdienen. Und auch dort im Stramo sind die Menschen sehr lieb zu uns. Because we have kids, we have to care about kids and for us. And you know, people are very kind for us. Das war es mit dem heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen findet ihr auf unserer Homepage oder in unserer App noch die ausführlichen Artikel. Jetzt hört ihr noch das Wetter von unseren Meteo News Kollegen. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zum Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Der Frühling der macht eine Pause. Der Winter der setzt nochmal ein Zeichen. Wir haben nämlich tiefdruckbestimmtes Wetter. Wenn wir uns die Strömungsanimation anschauen, sehen wir von Skandinavien bis weit im Mittelmeerraum haben wir eben die Tiefdruckzone, die zyklonale Strömung. Und von Norden her fließt jetzt immer kältere Luft zu uns in der Region ein. In der Nacht auf morgen ist es wechselnd bewölkt. Dann kann es mal kurz nass werden. Und am Morgen Vormittag haben wir viele Wolken. Gebietsweise reicht es für einen guten Regen. Die Temperaturen die liegen morgen früh so um die 6 Grad herum. Und am Morgen Nachmittag geht es mit vielen Wolken weiter. Es wird wieder häufiger nass. Die Grenze übrigens ist zwischen etwa 13 und 1600 Meter. Und die Temperaturen die reichen zum Beispiel zu Bern und zu Biel rund 10 Grad, ebenfalls zu Thun oder zu Interlaken, Zahnen. Da messen wir dann maximal 6 Grad. Am Freitag und Samstag
Da ist es dann meistens stark bewölkt, dort zeitweise nass und es kommt eben immer kühlere Luft rein. Die Schöngrenze die sinkt zunehmend bis in tiefe Lagen. Ganz unten, zum Beispiel am Thuner- und Brienzersee, da kann es aber am Freitag zum Teil auch noch Schneeregen oder Regen mit dabei haben. Die Temperaturen die reichen in Interlaken noch maximal etwa 1 bis 2 Grad. Auf den Sonntag gibt es aber dann doch vorübergehend Wetter eine Besserung. Es hat zwar viele Wochen, ist im Wesentlichen trocken. Nacht dürfte zum Teil leicht frostig sein, tagsüber gibt es maximal etwa 4 Grad. Am Montag wird es aus heutiger Sicht zumindest teilweise sonnig. Auf den Dienstag da kommt aber wahrscheinlich schon die nächste Störung rein. Es geht also doch wieder etwas ab in der Wetterküche. Ich wünsche euch jetzt aber trotzdem ganz schönen Abend und bis gleich. Wieder schauen miteinander.